Hallo zusammen. Ich erzähle euch heute die Geschichte Elmar. Die Geschichte hat David McKee geschrieben und gezeichnet. Es war einmal eine Elefantenherde. Junge Elefanten, alte Elefanten, grosse, dicke, dünne Elefanten. Ein paar haben so ausgesehen wie der hier, oder wie der da, oder wie der dort hinten. Alle ein bisschen verschieden, alle einigermaßen glücklich und alle zusammen elefantenfarbig. Nur der Elmar nicht. Der Elmar war ganz anders. Der Elmar war kariert. Der Elmar war gelb und orange und rot und rosa und violett und blau und grün und schwarz und weiss. Der Elmar war überhaupt nicht elefantenfarbig. Wenn der Elmar rum war, hat es für die Elefanten immer etwas zu lachen gegeben. Manchmal hat er mit den anderen Elefanten gespielt, manchmal haben sie mit ihm gespielt. Und wenn man sie vor Vergnügen giggeln gehört hat, dann hat der Elmar wahrscheinlich sich wieder einmal etwas Besonderes überlegt gehabt. An einem Abend konnte der Elmar nicht einschlafen, weil er noch so viel zu überlegen hatte. Ich weiss nicht. Eigentlich habe ich keine Lust mehr, so ganz anders zu sein als die anderen, hat er gedacht. Ein karierter Elefant. Wo gibt's denn so etwas? Hat er gedacht. Kein Wunder, dass sie über mich lachen. Und gegen den Morgen, bevor die anderen richtig wach geworden sind, ist der Elmar leislich und unbemerkt fortgegangen. Er ist durch den Dschungel gelaufen und hat viele andere Tiere getroffen. Die anderen Tiere haben alle gesagt, «Guten Morgen, Elmar!» Und der Elmar hat geschmunzelt und gesagt, «Guten Morgen!» Er ist gelaufen und endlich hat er gefunden, was er gesucht hat. Ein grosser Busch voller Beeren, ein grosser Busch voll mit elefantenfarbigen Beeren. Der Elmar hat den Stamm mit seinem Rüssel genommen und hat ihn geschüttelt. So sind die Beeren auf den Boden gepurzelt. Wo man den Boden vor lauter Beeren nicht mehr gesehen hat, hat sich der Elmar darauf angelegt und sich drinnen gewälzt. Rechts links vorwärts und rückwärts. Dann hat er ganze Trübeli genommen und hat sich überall mit dem Saft eingerieben. Schliesslich hat man nichts mehr gesehen vom Gelb, vom Orange, vom Rot, vom Rosa, vom Violett, vom Blau, vom Grün, vom Schwarz und vom Weiss. Und der Elmar hat genau so ausgesehen wie jeder andere Elefant. Dann hat sich der Elmar zurück auf den Weg zur Herde gemacht. Unterwegs ist er wieder an den anderen Tieren vorbeigekommen. Das Mal haben die Tiere zu ihm gesagt, «Guten Morgen, Elefant!» Und der Elmar hat jedes Mal geschmunzelt und gesagt, «Guten Morgen!» Zufrieden, dass sie ihn nicht erkannt haben. Wo der Elmar wieder zu seiner Herde gekommen ist, sind alle still dagestanden und haben ein Mittagsschläfchen gemacht. Niemand hat den Elmar bemerkt, der sich unauffällig in die Mitte der Herde geschoben hat. Nach einer Weile ist der Elmar aber doch unruhig geworden. Was war nur los? Irgendetwas hat nicht gestimmt. Er hat umgeschaut. Der Dschungel war noch da, der helle Himmel, die Regenwolken, die ab und zu vorbeigezogen sind, die Elefanten.
alles war so wie immer. Die Elefanten, der Elmar hat umgeschaut. Die Elefanten sind ganz still und ernst dagestanden. Der Elmar hat sie noch nie so stumm und still erlebt. Je länger er sie angeschaut hat, desto komischer hat er sie gefunden. Schliesslich hat er nicht mehr ruhig sein. Er hat seine Rüssel aufgestreckt und so laut, wie er konnte, gerufen: Buh! Die Elefanten sind so verklüpft, dass sie durcheinander purzelt sind. «Jeirenau, was ist denn das gsi?» haben sie gerufen. Aber dann haben sie den Elmar gesehen. Der hat vor Lachen nicht mehr können. «Elmar!» haben sie gerufen. «Das kann nur der Elmar sein!» Und dann haben sie auch angefangen lachen. Ein donnerndes Elefantenlachen. Sie haben so laut gelacht, dass die Regenwolken sich zusammengezogen haben. Es hat irrsinnig fest regnen. Wegen dem vielen Wasser ist am Elmar seine karierte Färbung wieder vorgekommen. «Oh, Elmar!» hat ein alter Elefant gemeint. «Du hast uns ja schon manchmal mit deinen Gespäss versickelt, aber das ist die Krönung. Lang hat es nicht gedauert, bis deine Farben wieder rausgekommen sind.» «Den Tag den wir von jetzt an feiern», hat ein anderer Elefant gemeint. «Jedes Jahr um diese Zeit ist der Elmar-Tag. Alle Elefanten verkleiden sich und der Elmar wird elefantenfarbig.» Und so haben sie es von dort an gemacht. An einem Tag im Jahr haben die Elefanten sich farbig angemalt und einen grossen Festzug organisiert. Und wenn du an dem Tag einen Elefant entdeckst, wo ganz elefantenfarbig aussieht, dann weisst du Bescheid. Das ist der Elmar. Das ist die Geschichte Elmar gsi. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis gleich wieder. Tschüss.